Chinesische Medien teilten mit, dass chinesische Truppen US-Soldaten angreifen werden, wenn sie nach Taiwan kommen, um Taiwan zu verteidigen. Sullivan, der Sprecher von Biden, sagte, dass die USA es nicht anerkennen werde, wenn China Taiwan besetzt. Erst gestern sind 13 chinesische Kampfflugzeuge erneut in den taiwanesischen Luftraum eingedrungen. In Liverpool beraten die G7-Außenminister auch über den Umgang mit Russland und China. Zum Auftakt warnte die britische Ministerin Truss Russland vor einem Einmarsch in die Ukraine. Das werde schwerwiegende Konsequenzen haben. Die Kommunistische Partei Chinas, die eines Genozids an den Uiguren verdächtigt wird, diskutiert vehement die Drei-Kind-Politik. Der Artikel über diese Diskussion wurde wieder entfernt. Seit geraumer Zeit sucht die Regierung nach Lösungen für fehlenden Nachwuchs und Veralterung der Bevölkerung. Die italienische Regierung hat beschlossen, die Verwendung von Verbrennungsmotoren in Neuwagen bis 2035 einzustellen. Lieferwagen und leichte Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren müssen bis 2040 aus dem Verkehr gezogen werden, beschloss der Ausschuss für den ökologischen Übergang am Freitagabend. England hebt die Begrenzung für Einfuhr von japanischen Lebensmitteln nach der Fukushima-Katastrophe auf. Insgesamt werden 23 Lebensmittel wieder erlaubt, Importbegrenzungen werden auch aufgehoben. Die genauen Details werden bis zum Februar 2022 bekannt gegeben. Nach schweren Stürmen rechnen US-Behörden mit vielen Toten. Alleine im Bundesstaat Kentucky könnten es mindestens 70 sein. Dort stürzte das Dach einer Fabrik ein. In Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, wird auf einem Areal von 1,5 Hektar ein 266 Meter hoher Wolkenkratzer gebaut, einer der höchsten in Zentralasien. Dieses erstmalige Projekt wird von türkischen und usbekischen Firmen zusammen geplant und durchgeführt.